aus Syrien und ganz Syrien mit den neuen Machthabern in Damaskus. Und ich werde die Freundinnen alle einmal vorstellen. Danach wird es 15 bis 20-minütigen Vortrag geben. Wir dachten, es wäre schön, mehr Raum für Fragen, Antworten, Diskussionen zu haben. Shehzad Al-Jassim, sie ist von der arabischen Frauenzusammenkunft, Senudia, die sich vor allem in Raqqa, Tabqa, den arabischen Gebieten organisiert. Dann haben wir Emine Omer, sie ist Koordinationsmitglied des Frauenrats Nord- und Ostsyriens. Dann haben wir auch noch hier Georgette Bossou, sie ist die Sprecherin der Syrianischen Frauenunion in Syrien. Und dann haben wir noch zu Gast Mona Yusuf. Sie ist auch Araberin, ursprünglich Palästinenserin, ist in Rojava aufgewachsen und lebt dort. Ist beim syrischen Frauenrat aktiv, die in ganz Syrien Frauen organisiert. Und Jian Hüseyin, sie ist Koordinationsmitglied von Kongresstar, ist eine Frauenbewegung in Nord- und Ostsyrien, aber vor allem in Rojava, in den kurdischen Gebieten vor allem, und ist eine der ältesten und erfahrensten Frauenbewegungen in der Region. Genau, und Georgette übersetzen wird heute Musafir für uns. Er wird vom Arabischen und Kurdischen ins Deutsche übersetzen. Dann würde ich das Wort an Georgette geben. Sie wird erstmal so 15-minütige Einführung machen in die Situation und dann würden wir den Raum freigeben für Fragen und Antworten, also Fragen oder Diskussionen. للنقاش مع الحكومة المؤقتة und als Selbstregierende, die dort auch leben, war immer bereit, mit Regierungen, die in Damaskus ist, auch zu sprechen, Diskussionen zu führen, auch was abzumachen. Leider gibt es immer noch keine richtige Antwort oder vernünftige Antwort. وكان في لقاء مع الجنرال مظلوم عبده ومع أحمد الشرع وتم خلاله اتفاقية سميت اتفاقية 10 آذار. Nach dem Zusammentreffen von General Mazloum Abdeh, der Führer von Demokratischer Kräfte Syriens, und Ahmad Shara, der Interimspräsident von Syrien, 10 Adar. 10 آذار. Am 10. März. تنفيذي ده يبلي حكومة دمكي هروها يعني مماطلات كينا خوازي تشيبكي يعني تجا بابش حتى تاليا صالي فو اتفاق دولي. Also es ist eigentlich klar und deutlich, was dort alles aufgeschrieben worden ist und aufgelistet worden ist. Also von unserer Seite, also quasi Rojava, also quasi Nahosten, Selbstregierung. Es ist klar und die sind immer bereit zu Diskussionen zu führen und auch mit denen zu sprechen. Allerdings wird von der anderen Seite, also quasi die Übergangsregierung, immer sich zurückgehalten bis Ende des Jahres, damit das aufgelöst, was das Abkommen dann damals unterschrieben worden ist. يعني dass die Punkte nicht zustande kommen. ناكوكيا نابرا ما هردو الطرف هذا يعني سر تبليغنا قصدي الجيش السوري. Also der Hauptpunkt, worauf jetzt auch häufig diskutiert wird, dass die demokratische Kräfte Syriens auch Teil der syrischen Armee wird. Also quasi die sich dann auflösen und die Waffen niederlegen und sich dabei zu treten an die syrische quasi Armee. ام بيجي قصدي وكهيزي باراستنا ببروجلات سوريا يلو هجمارا وزيدي 100,000 لشكري وياها شبيكاتي كرد وعرب وسوريانا او باراستنا بها ريمتكن دركا يعني تيبت منديه ويهابي يعني تشينابي وتبلي بيجي وزاره الدفاع يا سوري ببي ووري حلال سلاحي قديني قصدي يعني نميني تمامتي وجيش السوري دوري حلال. Also die, والجمع قصدي خطا صورة أم جيبي اجتها قبل. Das ist unsere rote Linie, das wird nicht akzeptiert und wir können das auch nicht nachvollziehen, weil wir nur dadurch sicher sind und uns auch in Sicherheit befinden. Es ist nicht die Rede von 10.000, 20, 50.000, es ist die Rede von Hunderttausenden Soldaten, die Kräfte sind, also quasi demokratische Kräfte. وحتى هذه جيشك نظامي منضبط سوري تنال
Also bis jetzt gibt es auch keine offizielle Armee in Syrien. Also wir wissen nur, sind 20.000, 30.000, was Ahmed Sharaa jetzt hat, und alle anderen sind jetzt nicht unter einem Schutzschirm. Deswegen ist es auch nicht einfach, Waffen niederzulegen und beizudringen. Ja. لك فصائل هنا درسي وانا وزارة الدفاع ده أو يكون كجيا إلو تشيت كن حقي على ويادة حقي درزيادة وهكا قصديجي سلاحي وديني ويصبر كن كجيا حقي كرداد. سياسة التطريق يعني مناطق رأس العين وعفرين عم يتكلموا يعني يدرسوا بالمدارس اللغة التركية ويتعاملوا بالعملة التركية. Es ist leider auch so weit gegangen, dass in besetzte Städte, quasi Afrin und Ras Al Ain, sogar an Schulen auch Türkisch unterrichtet wird und die dort auch eine türkische Lehre haben, also die türkische Währung. حتى تغير أسامي القرى والمدن بأسماء تركية. Und die Dörfer und Städte werden anderes benannt, nach türkischen Namen. هتغير ديموغرافية المنطقة، يعني ما بتخلي الأكراد يرجعوا على مناطقهم حتى استولت على ممتلكات الشعوب. Sie haben leider auch das, was Leuten dort gehört, auch zu sich genommen. بعفرين قلعوا أشجار الزيتون وأخذوها كلها على تركيا، والمعامل اللي كانت موجودة بالمناطق كلها انتقلت لتركيا. Sogar Bäume sind auch nicht in Frieden gelassen worden, die wurden auch in die Türkei transportiert, aus Afrin in die Türkei. ولديها عادات وتقاليد بالية. Also Traditionen und Gewohnheiten. ولكن من خلال التوعية والتنظيم نحن عم نحاول إنه نغير هالذهنية. Und durch verschiedene Organisationen und Ausbildungen versuchen wir, das anderes damit umzugehen, auch die Vorstellung dann zu ändern. ومن خلال إنه الرجل يخضع للدورات التدريبية. Sogar Männer gehen in die. طبعا الدورات التدريبية والنقاش والحوار شوي شوي عم نحاول نغير هالذهنية، وبعدين انخراطه معنا بضمن المؤسسات ومن خلال نظام الرئاسة المشتركة عم نحاول تتغير ذهنية الرجل ويحاول إنه يبتعد عن القمع باتجاه المرأة. سوية راست تماكو أمي بيجن بشتي بانكا بيسو حتى سباطة يجبو آشيتي وجبكا ديمقراطيك يا كوري بر أبو بانكر. أري يعني راستي أمي بيجن كونغر هاتي دارتسن جروبك أمي بيجن جيريلا تشكي خوش شوطان حتى شوطان دنا تشكا واتايك ويجبو ما هبو نقلو تسليم كر شوطان. Seit der Aufruf vom 27. Februar von Abdullah Öcalan und dann der darauffolgende Kongress der PKK, die Auflösung und die Verbrennung der Waffen hat natürlich Einfluss gehabt auf uns. يعني إما أموك قصدي زاروك هريم باكور ورجلاتي سوري بحمد بيك هاتي أخوة أم تجاري تشكي أخوة دانا مش بقولين إيريش وخطري سر هريم ما هي. Aufgrund dieser neuen Phase in der Türkei oder in Nordkurdistan wird natürlich Druck drauf gemacht, dass auch die SDF. Wir können unsere Waffen gar nicht widerlegen. هرمنا سركه جبو باراستنا تسكفتيه به هرمه جبو ويجي امريكا انها بريارة سلاح دينا جبو هين امدنا شرنا وايدي سرهرمه ما هي. Deswegen können wir, abgesehen von der Phase, die in der Türkei oder in Nordkurdistan gerade angefangen hat, ist die Situation in Nord- und Ostsyrien eine andere. Wir können also die Situation, wie sie gerade in Syrien ist, können wir die Waffen nicht niederlegen. يعني هون شوبين الأفسيز سركة صار خوي شاردا أبهز هاتي أفكر ما تجاري إيريشي كسينة كذي تاني أم قرصنا خوي روادكن دمكو إيري سر ما تكرن حقي ما هيكو أم قرصنا خوك. Aber die offiziell von der Regierung niemals angesprochen werden. Es gibt keine offiziellen Statements von der Al-Jolani-Regierung, es gibt keine offiziellen Gesetze, die darauf hinweisen können, dass Frauenrechte jetzt in Gefahr sind. Aber in der Praxis sehen wir das nicht. Es ist eine Gefahr auch für die Frauen in Nord- und Ostsyrien, die bisherigen Errungenschaften, die sie dort haben. Deswegen war es wichtig, als Frauendelegation, sich auch mit organisiert habe, nämlich das Recht, nochmal zu sprechen, war für uns wichtig, auch so die Stimmen der verschiedenen Frauen und der verschiedenen Frauenorganisationen und Identitäten bezüglich der aktuellen Situation, sowohl die Gefahren, die besteht, als auch die Alternative, die das System Nord- und Ostsyrien zu ganz Syrien bieten kann, das mitzuteilen, darüber zu diskutieren, sowohl auf politischer Ebene, diplomatischer, als auch gesellschaftlicher, auf dem Austausch mit Frauenbewegungen, Institutionen, aber auch gesellschaftlichen. Deswegen war das ein Anlass für uns,
auch eine große Delegation, nicht nur eine oder zwei, wir haben schon versucht, auch sozusagen verschiedene Stimmen innerhalb der Region, wo die Frauenrevolution stattgefunden hat, dass sie dort hier eine Stimme sein können, weil wir sehen, dass das medial überhaupt nicht gedeckt wird. Und das ist ein Versuch von uns oder ein Schritt dahingehend, darauf aufmerksam zu machen, wie es gerade aussieht dort und auch ja, in Austausch zu kommen. Deswegen, so, und wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann können wir es bedanken bei den Zuhörern, bei den Sprecherinnen, bei der DDV-Delegation, beim Übersetzer, beim kurdischen Gesellschaftszentrum für die Organisierung. Genau. Und dann gibt es noch einen Infostand und verschiedene Broschüren zum Gesellschaftszentrum, aber auch von der Frauendelegation aus Ostindien. Und ansonsten seid ihr eingeladen, noch einen Tee zu trinken und noch hier zu unterhalten und auch noch ein bisschen Bier. Okay, dann danke ich euch.